Lila ist ganz alleine unter einem Baum gehockt. Der Hobbs hat abgemacht mit einem Freund zum Spielen, und ihr war etwas langweilig. Sie hat von Mutti 2 Güezi bekommen zum Feiern. Richtig feine, grosse Schokogüezi. Eines davon hat Lila schon gegessen. Und jetzt hat sie noch das letzte in der Hand und will gerade reinbeissen. Da sieht sie von weitem den Freddy Fuchs zu laufen. Der Freddy Fuchs ist neu zugezügelt im Wald. Er hat noch nicht so viele Tiere gekannt und war noch etwas scheu. Oh, das ist doch der neue Fuchs im Quartier. Seine Familie ist erst hierher gezügelt. Was dachte er zu mir? Was mache ich mit dem Güezi? Auf das habe ich mich jetzt so gefreut. Ich könnte sie einfach kurz runterknabbern. Fort ist fort. Oh Mist, jetzt ist er schon da. Es reicht nicht mehr, das ganze Güezi zu essen. Ich verstecke schnell hinter dem Rücken. Der Freddy hat, glaube ich, gerne mit der Lila ein bisschen gespielt. Aber er hat sich nicht ganz getraut, sie zu fragen. So ist er in der Nähe bleiben stehen und hat ein bisschen Tanzapfel an den Baumstamm geschossen. Lila hat ihm so zugeschaut und es war ihr nicht recht wohl. Irgendwie hat sie gespürt, dass sie etwas anderes machen könnte, statt mit dem Güezi hinter dem Rücken da zu hocken und nichts zu sagen. Und sie hat auch gemerkt, dass der Freddy, glaube ich, mega Freude hat, wenn sie mit ihm reden würde. Sie gibt sich einen Ruck und geht zum Fuchs her. Hallo du, wie heissest du? Ich bin der Freddy und du? Lila, ich habe das Güezi von Mutti. Willst du die Hälfte? Ja, gern. Fein sind die mit Schoki sind meine Liebsten. Ja, gell? Mir denkt es auch noch gerade einmal viel feiner, wenn ich es mit jemandem essen kann, der auch so fest Freude daran hat. So fein gsi. Lila schleckt sich noch gerade die letzten Brösmeli von den Fingern und der Freddy Fuchs schlägt mit der Zunge noch den Schoki um sein Maul ab. Die beiden haben das Güezi so fest genossen. Was hast du vorhin mit diesen Tanzäpfeln gemacht? Ich habe probiert, den Baumstamm zu brechen. Darf ich auch mitmachen? Ja, sicher. Jeder Tanzapfel, der an den Baumstamm geht, gibt 1 Punkt. Ja, abgemacht. Und gell, wir sind ein Team. Ist gut. So haben Lila und der Freddy zusammen gespielt und haben es mega lustig gehabt. 1 Punkt um den anderen haben sie gemacht mit diesen Tanzäpfeln und es hat gefegt. Lila hat gemerkt, wie viel Freude das Teilen macht. Es war nur ein kleines Güezi, aber sie hat gerade einen neuen Freund gefunden und hat gemerkt, wie gut dass man mit dem Freddy spielen kann. Wenn du freundlich und grosszügig zu anderen Menschen bist, freut sich Gott. Er liebt es, wenn du teilst und von dem, was du hast, weitergibst. Wenn du das machst, werden andere Menschen durch das die Liebe von Gott lernen kennen. Und Gott wird dich noch mehr beschenken, wenn du weitergibst von dem, was er dir anvertraut hat. Als Lila und der Freddy so zusammen am Spielen waren, ruft plötzlich am Freddy seine Mutti. «Freddy, kannst du 4 nehmen?» Ja, Mama, darf Lila auch mitkommen? «Ja, sicher. Wir sind auf der Terrasse. Und ich habe gerade frischen Nusskuchen gemacht. Den hat Lila sicher gern.» So ist Lila sogar noch zum 2. zu 4 gekommen und sie hat einen neuen Freund gefunden.